Habe der Nasenbär, ich bin der Granti, ich zocke gern Computerspiele und heute rede ich das dritte und letzte Mal sauberz lang über Mundaun. Nachdem unser Opa beim Scheunenbrand umgekommen ist, sind wir in unser Heimatdorf Mundaun zurückgekehrt, um rauszufinden, was genau passiert ist. Passiert ist, dass der Opa damals in irgendeinem Krieg ein Geschäft mit dem Teufel gemacht hat, um Mundaun zu retten, dann einen Teufel irgendwie beschissen und den Berggipfel eingespart hat. Irgendwie ist dann der Teufel allerdings auch wieder freigekommen aus seinem Gefängnis im Berg und hat sich an unserem Opa gerächt. Wie man anhand der hochfrequenten Nutzung des Wortes irgendwie sehen kann, wisst man nichts Genaues nicht. Deswegen haben wir mittlerweile auf dem Weg am Berg auf, um mehrere Antworten zu kriegen. Stattdessen kriegen wir den Schreck unseres Lebens, als uns irgendeine Art Yeti packt. Jedenfalls hängen wir jetzt wie der letzte Depp an einem Eiszapferl und schauen wir blöd. Bis wir runterfallen. Wisst, eine wichtige Komponente von ganz vielen Geschichten bzw. deren Konsum und Genuss ist die sogenannte Suspension of Disbelief, zu Deutsch die willentliche Aussetzung der Ungläubigkeit. Was ungefähr heißt, dass wir bereit sind, Logik und kritisches Denken auf der Ersatzbank sitzen zu lassen, wie mir früher im Sportunterricht, mit dem Ziel, ein Werk genießen zu können. Und wie bereits ein paar Mal angedeutet, war mein Disbelief bisher schon gescheit suspenst. Aber wenn's mir jetzt erzählen willst, dass der Kurdin so ein absolutes Todeszapferl unbeschadet überstanden hat und danach noch normal gehen kann, dann trat mein Disbelief komplett frei. Da hört sich die Suspension einfach auf, verstehst? Das ist nämlich dann der Punkt, wo wir uns fragen müssen, ob der Kurdin eventuell schon lang tot ist oder unsterblich oder ob uns der Fluch von dem alten Teufel irgendwie vom Tod schützt. Und auf der anderen Seite verreckt man aber elendigst, wenn wir mit Stroh gewaterbordet werden oder von 20.000 Bienen der Stocher werden. Was die Hälfte von dem Schnaps kannst du mir gleich geben. Si sente meglio, Rossa? Sì, bene. E ciot. Grazie. Io sto attraversando la ponte che mina al Kuvel del Pez. Sa's da il code? Questa è un'informazione strettamente confidenziale. Ma forse già che tu sei gentile, sarà la bene sgiura per te. Anzi, ciao, tre già avevo quel code. Il altro sudoso da mia compagnia. Forse mio figlio, Giovanni. Ma da quel tempo era l'ancio di feint. Io hai un flau quel roman che ti ha scritto. Ma quello non è un roman. Tu hai proprio capito preciso c'è. Ich bin schon ein bisschen neidisch auf den Abgang. Hey Granti, ewig nicht gesehen, warum ist denn noch kein neues Video online? Schwupp, habe ich den Nasenbär, ich war nie da. Oddio, Ciel, ci sia Dio quella che n'era. Leider hat das absolut jeder in der Umgebung gehört, so wie es ausschaut. Wir haben jetzt nämlich die komplette Zombie-Bagage im Knack. Also auf unseren Fluchtschlitten und bergab, so schnell es nur geht. Es geht nicht besonders schnell. Wisst, das hier hätte eine adrenalingefüllte Fluchtsequenz sein können, mit untote Soldaten überall, von alle Seiten sind wir unter Beschuss, machen eine rasante Abfahrt, schutzlos auf unserem Schlitten ausgeliefert, im verschneiten Halbdunkel, mitten durch ein Spalier erwachender Zombies durch, und stattdessen fühlst du dich wie beim Autoscooter, wenn keiner mitspielt. Meh. Am Ende unserer wilden Flucht steigen wir ab und machen uns auf den Weg zu der ersten von denen 3 Coachheimen, wobei wir an dem Typen hier vorbei müssen. Der verreckt, als hätten sie es ihn bei Bethesda ausgeliehen. Das hier ist die mittlere Scheibe, also Nummer 2. Wir geben den passenden Code ein, holen wir uns dann den endgültigen Tod für unsere Wadeln, weil wir durch den Tiefschnitt zur Nummer 3 aufstapfen und fahren wir zu guter Letzt nochmal zur Talstation zur Nummer 1. An der Stelle habe ich dann einen kurzen inneren Disput gehabt, ob ich die Rumrennerei mit der Scheibe als Filmmaterial bezeichnen soll, das die Spielzeit nur künstlich hochschraubt. Und dann habe ich mir gedacht, dass das in der Welt von Mundaun tatsächlich dem Zweck dient, dass möglichst kein Mensch mehr einen Fuß ins Berginnere setzen kann, wo ja der Teufel eingesperrt war. Und dass das schon einen gewissen Sinn ergibt. Woraufhin mir eingefallen ist, dass von all den Skitouristen hier oben garantiert irgendwann einer der eine war, weil es ein guter Platz für Selfies ist oder so ein Scheißdreck. Und im Zuge dessen habe ich über nachhaltigen Tourismus nachgedacht und googelt, wo wieder irgendwelche blöden Leute von Instagram-Klippen runtergefallen sind. Dadurch bin ich dann bei den Darwin Awards gelandet und ungefähr da habe ich Hunger gekriegt und auf dem Weg zum Kühlschrank komplett vergessen, was mein ursprünglicher Gedanke war. Aber dafür wird es ein Gurken. Was quasi Essen und Trinken arm ist. Sau praktisch. Und schon sind wir oben bei der Brücke. Wie die Zeit vergeht, wenn man redet. Na, jetzt haben wir auf dem Bildschirm gespuckt. Sehr fix. Und schon stehen wir wieder mitten im Magel aus der Hölle. Heute, wo unsere Frisur mal richtig gut sitzt. Wenigstens ist jetzt der Weg durch die Brücke nicht mehr vergittert und wir können uns auf den Weg in Richtung Berg machen. Wir rennen von Unterstand zu Unterstand und dann in Richtung Eingang. Der zum Glück überhaupt nicht wie er offen ins Maul ausschaut. Was war das mit The Hills Have Eyes?
Nach kurzer Zeit kommen wir in einen großen Raum mit einem Tierskelett in der Mitte. Ich frage mich, was wir wohl mit einem kopflosen Skelett kombinieren müssen, um weiterzukommen. Guarda profondamente in meus olhos. Was das soll ja auch sein? Ich meinte, das ist irgend so ein lustiger kleiner Krebs. Egal, Visionszeit. Was ist damals nach dem Vertrag passiert? Wir haben unser Opa und seine Kumpels einen Teufel wohl beschissen. Va, Allegria, va! Vileu da von da ti Pavel! Va vine avanti, tu pacaura! Mo è un intec, è là! Cesque, inua is mia beia. Tenor nostro convegno portai-nos a ti in olma non battegiada. Si olma è scipura, scoso pai l'alf. Ed ella è libra. Ad ossa lei è in Pasqua la valla va paradina. Ci dessa firco un'enorme da bestia. Os nars hebben enorme umema. Die nu heb jij soms courage da firco. Allegria! Ma sto mal per tutto che mio tata faccio con te. Grazie, a tal sono derce intera. Ossa crece chatta ma pace. Malgrado che la faccio quei, sto so spindrà mio tata da quella maledizione. Chatta. E destrua il contratto. Ce l'ha sottoscritto. Magari c'è quai revocesce, tu quai ci discapita quella ha. Io spero che non si va in puspene ga. Du ne sperarás im Wann. Also ehrlich gesagt, war das jetzt nicht die dümmste Idee, die unser Opa da gehabt hat. Es ist keiner draufgegangen, es ist ein Krieg verhindert worden, die haben einen Teufel austrickst. Also abgesehen davon, dass er gar seinen Kopf verloren hat, ist eigentlich nichts Schlechtes passiert. Warum jetzt jeder grantig auf den Opa ist, das leicht mir ehrlich gesagt noch nicht so ganz ein. Aber es wird wirklich interessant, wie sich der Teufel jetzt befreien und rächen hat können, wenn er doch im Berg eingespart war. Ja, das finden wir später noch raus. Erst einmal wurschtelt man uns weiter wie ein enormer Bandwurm durch die Gedärme der Erde und erreichen einen unterirdischen See mit ein paar Badegäste. Und der Körperhaltung nach sind das alles Umarells. Jetzt werdet ihr euch jetzt mit Sicherheit fragen, was ein Umarell ist. Das klingt wie irgendein Fisch, aber ist nicht. Ungelogen. Bis vor 10 Minuten ungefähr habe ich es selber nicht gewusst. Ich habe eigentlich nur noch irgendwelche Beutel von so alten Leuten gesucht, die klischeehafterweise mit den Händen so hinterm Rücken verschränkt umeinander stehen und bin so über den Begriff gestolpert. Das ist sau witzig. Das Wort stammt vom bolonesischen Umarell, was kleines Mandal heißt, ab und wird in Italien und mittlerweile auch woanders für so liebe alte Geschäftelhuber hergenommen, die vor allem an Bausteinen umeinander stehen und die Bauarbeiter sagen, wie sie eine Arbeit machen sollen. Was man jetzt so tut, wenn man nicht mehr arbeiten muss. Abgesehen von den lustigen Figürchen gibt es hier außer diesem komischen Ständer oder was das sein soll, nicht wirklich irgendwas, mit dem man interagieren kann. Das Einzige, was da reinpasst, ist unser Laterne. Also trennen wir uns schweren Herzens davor und schauen mal, was passiert. Und ab geht's in das frisch erschienene Lebkuchenhäusl, wo wir erstmal eine Entspannungsmassage vom Teufel persönlich kriegen.
Ein Stock weiter als Spiel nennen sie es Lager, hocken wir uns auf den Benimmstuhl und singen da für unseren Opa. Irgendwas müssen wir mit hindrucken und das einzig Logische ist natürlich sein Pfeifen. Zum Dank dafür bläst er uns ein bisschen Gift ins Gefries und wir gehen, bevor wir uns da speien. E sto stavine per spindrailo di quella maledizione. Eins weiter in der Heizung hat man wieder nur eine Option. Man kann hier generell eigentlich nicht wirklich von Rätseln sprechen. Es ist alles extrem linear und man kann nichts verkehrt machen. Wir hocken uns also zu alle anderen an den Stammtisch und dermal, was man heute im Wirtshaus so tut. Mahlzeit. Habt ihr das von Breselbäder schon gehört? Nein, was nicht. Dem seine Tochter hat jetzt kurze Haare. Nein, ehrlich wahr. Wenn ich es dir doch sag, gestern gerade Wärmerlei gekauft, das war mir noch schon lang gestanden. Mei, geh weiter. 13 Jahre schon so verschandelt. Schaut aus wie ein Bub. Ich hab mich richtig überwinden müssen, dass ihr da auf den Arsch klatscht. Das hat sich einfach falsch schon gefühlt, verstehst? Schade ist das schlimm, hey. Ich hab's euch gesagt, das Spiel wird bloß noch seltsamer. Nach der Aktion dürft man ein wenig Wasser drehen, aber halt unter Wasser und uns so eine Art dämonische Bandansage anschauen. Quindi strese se non possa essere corpora per personelmans. In Zafis. Also ich bin der Fit. Was gut gestorben. Frisch gewaschen schlürft man ins oberste Stockwerk, die Verwaltung. Der größte Horror warten für mich jetzt sich eine wahnsinnig lustigen deutschen Büroschütteln. Aber glücklicherweise bleibt uns der Schmarrn der Sport. Hier findet man Beutel im Ufer. Ich glaube, das sind wir mal wieder selber. Und einen Brief. Und der erklärt, was ich mich vorher schon gewundert habe. Nämlich, wie der Teufel hier überhaupt rausgekommen hat können. Il picture artist Giovanni è stato in Egid, cura che erle un saraus in quei cuvel. Con quei maletti incendiari hai eu dau petta pagada a Florin, il rompa contract. Ma io sono un fils della vanadat de quei artist. In Sicilia fu arrivaus a la val. In descendent del cugliun Florin, eu se legrel den prender den conoscerel. Und wer hätt's gedacht, es war der verschissene Dreckbeitel von Maler, der Serpentini. Der hat ihm geholfen und ihm unseren Opa ausgeliefert. Absoluter 31er, der Kerl. Neben den Explosionszeichnungen von ein paar Spielecharaktere, die aktuell wohl am Teufel kehren, sozusagen mit Haut und Haar, ist hier ein Gemälde von der Florina. Also ich bin jetzt wirklich kein großer Fan von dem Dirndl, aber heißt das, er holt sich als nächstes? Das muss nicht sein. Einen Vertrag von unserem Opa finden wir hier leider nicht. Quai è il dretg truquet, ma il contract meunca. Stattdessen kriegen wir Brachialone betoniert. Als wir aufwachen, ist der zweitgrößte Huren im ganzen Spiel dabei, uns zu malen. Und wir kriegen endlich mal ein paar Antworten. Not mover. Ti has assassinau meu tat. Ce vai scoprire il portretto o questo è il portretto mossa? Ti es nars. Ja wenn je destrui quel schmaladeu malet del clavau in flammas. Allora posso verprescia. Ils collezionators haben grand interesse. Non ist vis ils placats in mia galleria de Schler? Serpentini, con custabs gross. De co has ti liberau quo canai. No, fate insum ce ti digest, se ti discorres del maestro. Mia bab voleva venir sepolia con sia secret, da quist lö. Perché na trera nütz la pussainza se le già co. Urgentemente in questa val. In questa montagna. Has ti suandau mai lentir temps? Son plein in vilges in te. Il maestro non m'amedo l'abilità, l'ispirazione d'avanzare in sia sanctuari il più intern. Ma non son quel che il suo criticer. Forse è questo la provvidenza ci m'ameno in questo lö, grazie a te. Ti has liberau el per ti esactes finamiras vanas. Ed ascendia il piz in cerce da del. Dur e mel content.
Allora il comparia su mia taila. 3 mia mem. El mo giudò. Di mena de aia giudò ad el. Nu è il contract. Oh, quel. El al porta d'una con sé. El anche d'una da bunca ciosa. Tuttes duas parts sem obliedes. Nos antenats e magia contra l'onur. Nos ingraziains nossa vita a mia maestro. E non es tuttuna me nie recompensò. Or da quist motiv stuvains nus fils ed abiedis. Nua Eisel. Nut mover! Elle sin via per inciascere il debit in clegia. Oh, una vergogna, da sforzare un om vel da fer un tel viedis tantus. Ma ben, sai sco ci voglia. Ad esa fin. E sper ci pleja. Das ist so typisch Mensch, immer nur an sich selber denken. Und das kommt dann dabei raus. Unser Opa wollte wenigstens das Tal retten, aber der Leinwandlappen da, der wollte einfach nur Macht. Jetzt bist du der berühmteste Maler in der Ortschaft mit ungefähr 5 Leuten. Herzlichen Glückwunsch, du Saukopf. Und dann hat er seine Seele quasi verkauft und kann noch nicht einmal gut malen. Also bei dem Deal hast du echt einen Kürzeren, sagen du, Mensch, ganz Leberkäserankerl, du. Wir machen uns also auf, unseren Opa endgültig zu befreien und am Teufel fürs Handwerk zu legen. Unterwegs müssen wir noch mit anschauen, wie der Florina einsackt. Florina, ne Eis. Eis auch nicht le scauras. Io sono lunch ne ven, ma sono preso giù della montagna. Florina! Io sono Cordin! Wahrscheinlich war er mit einem Mufel voll Honig unterwegs und sie ist reingekopft und kleben geblieben. Nach einem schnellen Abgang am Berg runter und einer kurzen Fahrt habe ich eingepackt und bin zum Giovanni gelaufen, weil ich ihm ganz gerne einen Hals umdrehen darf. Stellt sich raus, dass jemand anders schneller war. Presentale buis! Nur ai Giovanni? Florina è venire da casa la davose noce. Da copende wieder quella breite malezza della. Quei artista al senda fanza c'hai creiami. Nur Eisel. Was sì, di vigni se vese che io sono bo fac per iart. Tenton io a fac mi mehr possibel. Der Verton man io a mira, schei a vinas junchele. Und da sieht man mal wieder, dass naive Kunst ebenfalls ihre Berechtigung hat. Allein der Gedanke Zeit, Hauptsache der Bastard hängt. Da schau her, er war also auch das Arschloch, das uns in der Reicherkammer aufhängen wollte. Oh, Birschal, deine Zukunft steht im Sternzeichen des umfallenden Watschenbaums, das sage ich dir. Ma che quai? Isco! Maestro! La causa è samidada, di boielaggi. Cordin! Mi veglia mi! Sveltir su! Mi veglia veder, mo pendia su! De co in nom de Deu des io tresse dotta. Even il sleper te! Il portret della stalla! Il flamma si slò! Io am mezzi na via el chalet. Ma ci chiude la matta! Ja sai di da omisch dus. Florina a meu tat. Forse ci so! Forse spaventato per das Durst! Ich mein, muss man da jetzt wirklich lange überlegen? Der Typ kann doch weg. Andererseits kostet es eventuell Florina oder unseren Opa doch noch Zeit. Und wenn wir genauer drüber nachdenken, dann schaut es ja so aus. Der Teufel hat uns als sein neuer Azubi ausgesucht. Das war sogar in dem Brief gestanden. Er wollte dann Giovanni loswerden und hat uns das Geschenk der schwarzen Hände gemacht. Das heißt, wenn wir diesen Scheißkerl da jetzt verrecken lassen, dann darf man eigentlich bloß am Teufel seine Arbeit abnehmen und genau das tun, was er will. Sie fix! Ich fürchte, in dem Kontext müssen wir den Hundling doch noch retten, um das Richtige zu tun. Negins tricks, di malfacent. Io tra il sedottai. Grazie! Ist il sigret, Beia! Bemeune me de gaus. Moment, heißt das, wir können wieder ambidextrisch Ziegen streichen? Io saludaus. Okay, dann war es die richtige Entscheidung. Os gires si mai de destruir il malecchi. Go! Con quei posti tu avrir, mi schler. Le altre parti sono in chiesa. Ja, Mann, wo geht ihr das so an da, mai? No, no,
Also Vergebung hin oder her, aber ich darf ihm immer nur gern so einen 9mm Tunnel in die Nosen verpassen. Nix darfst. Nix. Mit dem letzten Stickerl fürs Mosaik, das die Kellertür öffnet, betreten wir eben jenen Keller und das ist der deppertste Keller aller Zeiten. 0 Stauraumnutzung, keine Vorratshaltung, aber wenigstens das Gemälde, das wir suchen. Machen wir mal einen auf Bilderstürmer. Damit dürfen wir einen Opa gerettet haben. Jetzt müssen wir uns nur noch um Florina kümmern, also auf zur Copain. Io sto zitti Florina in la caplotta schiera. Auf halbem Weg nach unten treffen wir unseren nutzlosen Kuttenbrunzer. Signor Plebon, Ja, sai che lo da hosti vivas. io sai tots de vies packt. Il gran malfac capeta e la caplotta scira. E la Florina. Du Gott ins die buona vosel, ma che teu penso. Ma così? Ma che chance stia schei a mio fam? Io so co peschel da quai. Ja, spazieri tai. Ti hasi una buona olma, scotti il tap. Quescia. Ja sai che mutate il buon sogno. Ah, no, scotti il cielo. Ures de piael. Ciao, hein quai. E wenn die data in gode las posonzas nel naus. Ja, wenn ihr Fauration verteilt. Ja, merci, das Klump kannst du halten. Die hängen hier überall umeinander. Und soweit ich das bisher beurteilen kann, kratzt sich der Teufel damit da, was noch gerade juckt. Wir lassen bei den Kollegen weiter Wasser predigen und Wein saufen und machen uns selber auf den Weg zur Copain. Einer muss ja was tun. Nach einem kurzen Palettenritt machen wir uns einen Aufstieg zur Copain. Und den Weg möchte ich euch jetzt halt komplett ungekürzt original genießen lassen, weil er einfach so eine geile Stimmung erzeugt. Die demoni, la IELTS. Bagnia, la più nuova filiale della mia Enterprise. Grazie che ti presente della IELTS. Teu gidonte raccogliere autai, Giovanni ha gidau mai. Ecco, salvirlo ci ha mordere tutti e non. Ti crește di il bucos, ma le sushi maligna, scutuazzi di famiglia. Ja, vai destruir-los, maledeu malete. Date liberaus de suas maledicțiuni. Va bene, e non era mai il caso per me. Ma veglia, ma battagiò. Queste semplice rispondere già da mia gusto. Lein ruaus Florina. Perciò stessi. Angesicht in Angesicht mit dem Teufel persönlich zückt man natürlich erst einmal unsere Heilandhalterung. Voce maladia. E proprio penso che Klimbim mi faccia danno. Lascia perdere. Sì. Ma è vez perché ti schiacciò la matetta in mia braccia. Ti survens boella. Ma perché no? Ist viss il contract. Lincia tribunal, profano oter. Decidesse a mia favor. Ti gismanzegnes. Corcia dies antenats me mi imbrugliò avanti per decennis.
era efficere argentò. Ma ossa, vezza c'è quella stuvia nire da quella. Florin, di non mo imbrugliò. Ossa dei Florin, durch dieses Dunz. Questa dünne Stoße de Spinde esser da mia Wart. Die Bastard korrupt. Exakt. Langsam habe ich das Gefühl, dass wir ungefähr genauso viel bewusstlos wie wach sind in dem Spiel. Wenn wir wieder zu uns kommen, haben wir die Option, uns nochmal sein Gesicht in unser Gesicht drucken zu lassen, was nicht so sexy ist, wie es ist, hoffentlich nicht anhört. Oder wir finden raus, was uns tatsächlich weiterhilft. Auf unserer Bergtour haben wir theoretisch 4 Fotofetzen einsammeln können. Ich hab's rausgeschnitten, weil ich nichts vorwegnehmen wollte, aber ich hab's Gefühl, unsere YouTuber-Zuschauerbeziehung ist jetzt an einem Punkt, wo ich das mit euch teilen kann. Ja, ich fühle, wir können jetzt den nächsten Schritt aufeinander zumachen, nach all dem, was wir miteinander durchgestanden haben. Außer das ist ja jetzt zu früh oder zu schnell, ich will nichts über das Laternen. Er hasst die Laternen. Seine grintigen kleinen Barzeigerl haben einfach überfordert von so viel Lumen. Ich habe in der Grundschule mal eine Mädel gefragt, ob sie meine Freundin sein will. Das war genau ihre Reaktion. Witzig. Oh nein, warte mal. Das ist nicht witzig, das tut weh. Florina, no von. No von. Sogno proprio che scoccarstiamo da piala d'ossa. Il momento del pact. Scudiava le stunienoco. Para che ho fatto caput wie es pact. T'averteix, non c'aver inchosas pasedas. Las consequences füssen fatelas. Ci hai sti? Schwadescha, nus vain ujara, quai bain leuc, para civilists. Da son curdin, teu beadi. Ci hai gisti? Segna boque contract. Vani gine scelta. Quai, ni conoscessen cocis. Ti stos risca e bo sottoscriva. I dat not che valesse la pena da signar in pact con quel. Neanche gli avveni dell'intera valada. Ja, das ist jetzt die nächste große Frage. Das Tal riskieren, damit der Teufel nicht kriegt, was er will? Das fühlt sich irgendwie erstmal richtig an, genauso wie einen Giovanni abstürzen zu lassen. Aber auf der anderen Seite, wir haben die Auswirkungen vom Fluch ja sowieso schon ungeschehen gemacht und am Teufel so richtig in Suppenbrunst. Unser Opa ist entflucht, wir selber haben unseren Ausbildungsvertrag mit dem Teufel gekündigt, der Giovanni nutzt ja nichts mehr, die Allegria hat ihren Frieden, ganz wichtig, und Florina darf eigentlich auch in Sicherheit sein. Also wollen wir alles, was wir bisher erreicht haben, riskieren für eine ungewisse Alternative? Ich sag mal nein. Der ist Typus bei. Der soll mir unterschreiben und wir hoffen, dass unsere Arbeit in der Gegenwart schon Früchte genug drum hat. Ti has ragione. Sottoscriva. Questo essere il plipin dils dus mals. Deh, lo va in so aus. Tuat in orden, cucipera. Als wir das nächste Mal aufwachen, haben wir im Haus von unserem Opa und die schwarze Gors hat das vom Teufel zerstörte Kreuz im Mai. Mai, wird am Montag sein. Ja, schon biau. Nachdem wir bei der Paktiererei damals nicht umeinander geschaftelt haben, müsste eigentlich alles gekommen sein, wie es nun mal gekommen ist. Aber schauen wir mal, ob wir unseren Opa und Florina trotzdem haben retten können. Schaut aus, als hätte Jeremias jetzt endlich mal was zum Tun in nächster Zeit.
Bien gi, signor Plevon. Deus seja con te, mio fe. C'è sciabiao la nova vergata. Io se ricordo il bo. Tu hai usat la caplotta. Lui è venuto stier. Noi avevamo una flauta e in der mano e le ruine della caplotta. Nua ai Florina? Co vai con ella? E lei insinua ed è lei bobelesada. Io credo che ti aspendrau sei vita e sei olva. Kapain kaputt, Florina in Sicherheit. Damit kann ich mich arrangieren. Keu, prempo spene vos quel. Pia al bugidau. E la semplicemente riso mai. Io sono sicuro che io gli dau. Ma ne hai dus che gli vegli sai di neven? E lei mai proprio in ven. Si dice che da questioni wie è da in scoel. Nus essen fet manövel da nie signor si cau. Ma quai sentinus cau epi fet la presenza dell'auto? Ossa che tutto è vergau, ai uras da fai una celebrazione per tat. Walter specchia sintoi al clavau bergiau. E l'abbandonau sil bunker per la prima gada pi ons. Vor der Scheune vom Opa steht der Walter und der, ja, soll der drum Arschloch, will man kennen. Bien gi, Corporal Walter. Ai tat, sei una dina keu. E lei è low. Io hai distruiu il malec, il clavau a mai bergiau. C'è ti maneges? Asti veu Florina? E va ben con ella. Jeremia sa dice mi che ha spindrau ella. E sai bocce che è capitao. Io fidel boti. E a sclec che le bo venida blessada. C'è che avessi musau a ti da viver. Lai ella in Ruaus. Du undankbarer Stoff, du Greisliger. Händ nicht die Stadt alle Kriege opfern können. Der Opa ist zwar immer noch tot, aber schaut schon deutlich unverflucht aus. El para der USA in Page. Der Song doch haben wir ganze Arbeit geleistet. Jetzt bleibt uns nur noch ein Opa endlich unter die Erden zu bringen und... Leini la sepultura. Hat der gerade Sepultura gesagt? Da schon ja. Cordin, now caught your nus. Ein Totskeu. Ja? Wollte die in perpleitza von canus oder in ella latiar? O dieci per plaiz. Fai quai a fon. Dat. Scoi para de vibiache o se vevel bodetai. Ja sperl che hai di se veu data de finalmente in fla la Page. Possa ti olmen fla il Ruaus os. Ja so na fin. Das war ja wohl Beerdigung auf Temo gestellt. Kurdin, du hast die Wortgewalt von Einkaufslisten. Signor daia degli ruaus perpetuum. La ies perpetua mossa la via. Che il ruaus sia in pace. Amen. Amen. Kannst du bitte endlich mal dein Mai halten? Il Juris per mai de di. Wo spai in giù al mercao? Patracci mi geton wieder nus Cordin. Ti hai in fede quella val. Ti tat, Deus per Ciriel. Jeva quai adina. Adia, signor Plevon. Deus seja con te. Ja ben dum und down. In Sarra quitau amica ti sei in a bocca gronda. C'è son jau? Ti es mai staus in Giuldau. Mai. Jau ai mai dec. C'è importi. La buis che ti has portau sauda a Giuldau Florin. Ti stas portau na vosa ella de launa che ti has in Gulau ella. Weißt was, du Grattler? Wenn wir schon mal da sind? Der kann uns natürlich kreuzweise und spiralförmig. Das Quark ihm der Lor schon deswegen mit, weil ich mir von dem Grattler nichts sagen lasse. Und apropos Grattler, ich hoffe, der hat seine Lektion gelernt. Jetzt wird's Zeit, Mund an und Rücken zu kehren. Deswegen latscht man zu unserem grintigen Flixbus ab, der uns wieder heimbringt. Final. Auf der glücklicherweise völlig ereignislosen Rückfahrt können wir feststellen, dass das hier tatsächlich das bestmögliche Ende ist. Und dann gehen wir, wie wir gekommen sind, durch Nebel und einen Tunnel zurück in die normale Welt und suchen uns aufzustellen den besten Therapeuten in der Umgebung. Und das war Mundaun. Zumindest das beste Ende, das man reichen kann. Es gibt alternative Enden, die sich aus unseren Entscheidungen beim Giovanni und beim Pakt ergeben. Wenn euer moralischer Kompass so ausschaut wie meiner und meistens in Richtung Erd sagt, für Rache, dann kriegt die Arschsau hier natürlich erstmal einen Freiflug.
Das tut richtig gut. Abgesehen von... Non è un fa mal. Il brige bia fetg. Die Konsequenzen schauen dann so aus. Da wir Serpentinis Kadaver erst einmal plündern müssen, um zum Gemälde zu kommen, laufen wir im Nachhinein und holen uns die letzte Fliesen. Und hier steht unser Spiel vor die nächste Wahl. Wir können entweder das Beutel zerstören, um einen Opa zu retten, oder gleich zur Florina fetzen, weil wir ihrer helfen wollen. Beides schafft man nimmer. Durch den Mord an Serpentini haben wir scheinbar Level 2 unserer Röstbratzen freigeschalten. Jetzt brennt nämlich jeder Strohhalm, sobald wir uns nähern. Ziemlich geil. Ein Teufel macht man zwar genauso fertig, nur als Handel halten mit der Florina, das haut jetzt nimmer hin. Na, posso te scriva. Ja sei bo d'accordo. Ma io credo che ti has ragione. Neu, l'hem preparat la nostra defensione. Os nars. Usa esses vos propi pers. In der Vergangenheit bringen wir unseren Opa dazu, nicht zu unterschreiben und stellen uns mit seiner Kompanie im Feind. Nur um den geilsten Knick in der ganzen Geschichte zu entdecken. Go attacken, Elsbo? Sicher il constablo. Io me ne mira. Dai, raggi. Quei soldati de Tramails. Hier stau de la bia lanciata neu in Nausrempin. Das ist mal eines Teufels würdig. Kriegt man allerdings nur raus, wenn man die Unterschrift verweigert. Schade eigentlich, ich finde, das hätte der Geschichte nämlich, egal mit welchem Ende, einen richtig gescherten Dreh verpasst. Am nächsten Morgen ist das Kreuz noch ganz, weil die Konfrontation nie passiert ist. Wir haben schließlich die Vergangenheit geändert und damit auch die Gegenwart. Già ist schon biau. Cordin, io se alegra fetg de visita ai suoi quei temps. Ti hai so in giuven. Io sto mal che le circumstanze sind bo meilleres. Già is vus. Perdona, ti has ragione. Io in tristi. La sepoltura de testat. Ti sto se ve che la tiu fetg pugentai. Già is schon biau contat. Elle è morts en pais durante me. C'è grazia da sti abbandonare il mondo scino. Vus es dau quai era mi. Se recordais vopli. Mo, Codin? Poi hai un courage dappertutto. Curios. Io porta le ladine con mai. Pia, hai tot prompt per la sepoltura. Natural, mai. In vei amici da teu tat, vendi il remenent e a vigni. Ni gins indezis din feuk, ni can si giai violent fos schabiau en keu. Ja son Cordin, nus essen sentupai al bunker. Ei dat nicht im Bunker, war ein Information Sekretes. Ist die ein Spion? Quai è il clavau de tat? Die maneges Florin. Die ist Biasio Beati. Ma bein, die Ausstoß die Kalere nicht in Sonn. Es ist, als wären wir in den letzten Tag gar nicht da gewesen. Keiner erinnert sich an uns, unser Opa ist friedlich im Schlaf gestorben, aber in seiner Hütte ist ein neues Beutel dazu gekommen. Amen. Die Beerdigung läuft ebenfalls ab, wie wir es vom anderen Ende kennen, nur diesmal ist das Ende bedeutend unheimlicher. Amen. Alter, ich mein's ernst, das Lachen gruselt mich so hart, weil das mit so wenig Geräuschen so viel sagt. Hast du grad schon ciao? De non darás qua capì. I've made a huge mistake. Und als wir dann endlich Lebwohl zum Mundaun sagen und zurück ins Tal fahren, winkt uns Florina noch mit zum Abschied.
Made a huge mistake. Jones, Danieri. I made a huge mistake. Con ire saire sul suletto, spassor da stradella, Scinaia visso in un banchetto. Na bella Franzinella. Tralalala, ai, ha, ha, ha. Es gibt nur 3 Enden, aber die sind nur leichte Variationen vom guten und schlechten Ende. Leider folgt das bestmögliche Ende hier der Logik, dass Vergebung der bessere Weg ist und man immer der anderen Arschbacken auch noch hier halten soll. Gut, ich will nicht unfair sein, im Kontext von Mundauns Geschichte und Welt ist das folgerichtig. Es gibt dunkle Mächte und einen Teufel hier und deswegen war es logischerweise eine saudumme Entscheidung, den Bösen einerseits intent zum Spielen und dann gleichzeitig hoch zum Pissen. Ganz ehrlich, ich bin einerseits ein großer Freund vom guten Ende. Horrorprotagonisten haben immer so viel durchgemacht, dass ich ihnen einfach nur Ruhe und Frieden wünsche. Aber als Horrorfan kann ich nur sagen, das böse Ende ist das gute Ende. Wir haben alles nur noch schlimmer gemacht und nur vordergründig unser Ziel erreicht. Wir sind am dunklen Pfad der Macht in Richtung Rache gefolgt und haben nicht nur unsere Unschuld verloren, sondern auch Florina verdorben und am Teufel überlassen, nur um am Ende heimtückisch draufzugehen. Wenn du dich mit dem Teufel einlässt, verändert sich nicht der Teufel. Der Teufel nimmt für mich einen gewissen Einfluss auf die, verstehst, entgegen deiner Erwartungen. Deswegen sollte man sowas grundsätzlich eher meiden und ja, ihr wisst alle, was jetzt für Little kommen muss. Wenn du dich mit dem Teufel einlässt, verändert sich nicht der Teufel. Der Teufel verändert dich. Und das war jetzt endgültig Mundown. Ich war und bin begeistert. Ich hab's jetzt 3-mal durchgespielt und hab jedes Mal zum Beispiel neue Versionen vom alten Mo irgendwo entdeckt. Wie da oben bei der Hinfahrt am Berg rauf, die übrigens hoffentlich nicht bloß mich brutal ans Intro von Half-Life erinnert. Die ganze Atmosphäre ist einfach der Wahnsinn. Sie ist entweder richtig schön bedrückend, einsam und gruselig oder so bizarr, dass es wirkt, als hätte Monty Python einen Horrorfilm draht. Die Charaktere, ihrer Verhalten und ihrer Funktion sind ebenfalls echt speziell. Wenig von dem, was sagen, deren und sind, ergibt wirklich viel Sinn, außer eben im Kontext von Mundauns Realität, aber da fügen sie sich wie selbstverständlich ein. Und auch Kurdins distanzierte Art zum Reden, vor allem wenn man bedenkt, was um ihn herum so passiert, hat was von Silent Hill, wo es mit Absicht eine verplante, unpassende Art zu sprechen benutzt haben, um die entrückte und traumähnliche Wirkung der Welt zu unterstützen. Dass der Horror von Mundown oft über Eindrücke läuft, die einem nicht ins Gesicht gedruckt werden, passt super zu der einmaligen Grafik. Wie oft habe ich Figuren oder Umrisse gesehen, die am Ende dann doch nur Textur waren. Und ich finde, das trägt echt viel zur Atmosphäre bei. Vor allem, weil halt der Grusel in dem Spiel einfach nicht forciert ist. Du kannst Sachen schlichtweg übersehen, was gerade durch die Ego-Perspektive super unterstützt wird. Und wenn du dich gerade einfach nur umschaust und urplötzlich fällt dir auf, dass da in der finsteren Ecken der Teufel steht, dann reißt sie auf eine ganz andere Art, als wenn jemand rausspringt und Buh! Schreit. Was mich enorm gefreut hat und auch noch Erwähnung ehrenhalber verdient, weil ich es aus Zeit- und Relevanzgründen nicht gesagt habe, ist die Erkundung der Welt, bzw. die Möglichkeiten zur Erkundung. Meiner bescheidenen Boomer-Zocker-Meinung nach gibt's nimmer so viele Spiele, die das richtig hinkriegen. Früher hast du jetzt eine Kracher gehabt wie Max Payne oder Half-Life und ein bisschen später sowas wie Dragon Age Origins, wo Erkundung in einem vernünftigen Rahmen möglich war. Es war kein komplett linearer Pfad, sondern man hat halt ein bisschen links und rechts rumfetzen und kleine Schmankerl wie Easter Eggs, besondere Items, zusätzliche Munition und ähnliches finden können. Aber nicht müssen. Und das war bevor dann alles völlig eskaliert ist, mit Spielen wie Assassin's Creed oder Far Cry, wo man einen Bundesstaat auf links dran muss, um 297 Kackwürstel zu finden, nur damit man am Ende einen goldenen Riesenscheißhaufen geschenkt kriegt. Ja, ich schau die Breath of the Wild. Kurz gesagt, Open World habe ich größtenteils echt gefressen, weil es meistens einfach nur ein aufblasendes Aushängeschüttel ist, das mit dem Grundinhalt vom Spiel nichts zum Tor hat oder, noch schlimmer, ein trauriger Ersatz dafür wohn ist. Da gehen es mit einer riesen Welt und dann ist mit sinnlose Sammelquests oder irgendeinem Schmarrn für die armen Seelen zugestopft, die unbedingt 100% in jedem Spiel erreichen müssen. Und das wird die Leute dann auch noch als was Positives verkauft, weil man ja für seinen Sauhaufen Kohle so viel mehr ein Spiel kriegt. Ja, schon klar, aber wenn's da einen 5 Kilo Krapfen für 80 € kaufst und die durchfrisst und da ist in der Mitte so ein Schluck Hirster Senf, dann darfst dem Bäcker vermutlich eher einen Wasabi-Einlauf verpassen, als dass tatsächlich nochmal bei einem einkaufst. Nein, ich hab meinen Phone tatsächlich nicht verloren, ich hab ihn bloß benutzt, um ihn zu strangulieren. Was ich sagen wollte,
Mundown macht's meiner Meinung nach exakt richtig. Du kannst dich nicht komplett verrennen, aber ein bisschen vom offensichtlichen Pfad abweichen und zwar genau mit der richtigen Motivation. Das Schlittenrennen, der Ausflug in Kurdins Vergangenheit, Schlüssel für Räume mit Power-Ups. Es muss nicht sein, aber es lohnt sich und man hat ein gutes Gefühl, weil man entdeckt, ohne verloren zu gehen. So, damit sind wir durch. Ich hoffe, ihr habt einen Spaß gehabt oder was gelernt oder ein neues Spiel für euch entdeckt, idealerweise alles auf einmal. Gebt mir gern Feedback in die Kommentare, opfert mir einen Daumen und abonniert meinen Kanal. Damit steigt nämlich die Chance, dass andere Leute meinen Schmarrn ebenfalls ertragen müssen und ihr nicht mehr die einzigen leidenden Satz. Ich sage jedenfalls Servus Erdnuss und bleibt's friedlich.